Ich war in Freiwilligendienst in Thailand, im Gebiet Nakhon Phanom im Nordosten von Thailand, was so das ärmste Gebiet ist in Thailand. Und ich habe da in so ein lüdes Dörp wohnt und arbeit, habe da in der Dörpschaul der Englischlehrer, bin Englischlernen assistiert. Ende Februar habe ich meine Erzieherausbildung FIFA endlich abgeschlossen und habe mir dann überlegt, ich wohl eigentlich schon war mir ziemlich sicher, dass ich studieren will zum Wintersemester. Das hält zu September hin und hab dann gedacht, das halbe Jahr, was muckst du? Hab ja einige Praktikas muckt und ha jetzt nicht unbedingt Lust, da jetzt nochmal wer was zu mucken. Und ja, mein Freund kommt aus Thailand und wir waren für 2 Jahre schon mal in Thailand und das hat mir halt irgendwie fasziniert. Ich habe vorher mit Asien nicht so viel an Haut, sondern war eigentlich eher so ein Afrika-Fan. Und ja, das hat mich einfach Dave beeindruckt und habe dann über der Organisation AFS einen Freiwilligendienst gemacht, 6 Monate. Ja, am Anfang wird natürlich nicht so einfach, weil ich sowieso in das Gebiet sind überhaupt keine Touristen und ich würde einzige witte Frau und das finden sie natürlich erstmal total spannend. Dann ist das noch in Thailand so, dass die Klassen riesig groß sind, manchmal sogar 50 Kinder in einem Raum und nicht so unbedingt das Gehorsam habt wie in Deutschland, dass sie so sitten blieft und so wieder. Und das wird wie es ganz schön anstrengend, sich da durchzusetzen, zumal sie mich nicht verstanden habt. Ich habe überhaupt kein Englisch verstanden. Ich habe schon am Anfang nicht verstanden, konnte kein Thailändisch. Und ja, das war anfangs wirklich nicht einfach, weil die auch immer obstund sind und einfach rotgrün sind und so wieder und ganz viel Quatsch muckt habt. Ja, ich habe nur Ausbildung als Erzieherin gemacht, 5 Jahre lang, bin jetzt in Februar trech geworden und Motivation ist für mich und wird für mich einfach mit Kindern und Jugendlichen vor allem zusammen zu arbeiten und Schwimmen zu helfen. Ja, das Leben in Thailand geht um einiges langsamer als hier. War eins ein bisschen müßiger genommen, sag ich mal so, das Leben auf jeden Fall. Dreht sich ganz viel um Eten. Also, es war eigentlich immer nur von Eten schnackt, es war auch immer Eten und das Eten ist auch einfach nur lecker, kann man einfach so sagen. Man isst auch nur an Eten und ich vermisse jetzt auch das Eten einfach ganz, ganz doll. Ja, und es geht einfach viel, gerade in Minen, da wo ich wirke, geht auch viel um Tradition, dass ganz viel Kultur bewahrt wird, Tänze und Vierdoch und Trachten und was wirklich ja, es wird also sehr traditionsbewusst lebt. Und ja, norddeutsche Gemüter und thailändische Gemüter verträgt sich sehr gut, denke ich. Thailänder sind auch sehr trüchhaulend, so wie man das ja auch so den Norddeutschen so ein bisschen trüch oder tausecht, so ein bisschen kaul, sagt man ja, sind wie. Und wie die Thailänder ist halt ähnlich. Die sind sehr respektvoll, sehr höflich und sehr trüchhaulend, aber wenn sie einen dann erstmal kennt, dann wartet man aber auch richtig in Tatschloten und dann geil dann auch richtig laut, sagen wir so. Ja, das Leben in Thailand war für mich am Anfang natürlich gar nicht so einfach, weil das schon ganz schön anders ist, allein von, ja, ich sag mal, allein von der Innenrichtung in Hus oder sonst irgendwie. Elektronische Geräte, der Standard ist natürlich nicht so hoch wie bei uns. Und auch gerade mit dem Koken, wir haben immer Buten kokt, das ist natürlich eins anders. Aber für ein Erlebnis, auf jeden Fall, hat mich bereichert und habe doch irgendwie schätzen lernen und vermisst das natürlich auch. Ja, was mir eben sehr gut gefallen hat, wie gesagt, ich war in den Bereich Isan, sagt man, in Thailand, Nordosten, dass halt wirklich die Tradition so lebt war, dass wirklich sich keiner schomt, irgendwie zu tanzen oder jetzt die traditionellen Tänze oder Gesangsstücke irgendwie abzuführen und das wirklich lebt war und wirklich extrem lebt war. Wie jedes ja, wie ein Vierdach oder Festival oder sonst irgendwas, gut, alle ob Stroh und alle sind mit dabei und ja, und da das familiäre so aufrechterhauen war, dass immer eigentlich mindestens 3 Generationen in ein Dach lebt, meistens noch fair, weil der alle relativ früh Kinder bekommt und das so Familie, sag ich mal, und Tradition, dass das so, finde ich, das Heueste in das Leben so ist. Ja, und was mir nicht so gut gefallen ist, kann ich ehrlich gar nicht so richtig säcken. Meine Nomas hat mal einen Hund grillt, das finde ich jetzt nicht so lustig, aber sonst finde ich das eigentlich doch schon eins sehr gut, muss ich sagen.
ja, das Aufregendste wird, der habt halt so einen bestimmten Vierdach, Songkran hätte, das ist ein Woderfest, das ist direkt in April, wo es einfach total Hit ist, wo alle ob Stroten sind und das eigentlich nur eine unglaublich riesige Woderschlacht ist, wo alle mitmuckt, mit Woderpistolen und was weiß ich eins, was aber dann auch wer ein Vierdach ist, traditionell. Und der habt sie mir halt frucht, der muckt immer so eine Parade durch eine Stadt durch und ob ich da mitmucken würde. Als Miss Songkran sozusagen in volle Montur auf dem Wogen sitten und dann damit rumfeuern. Ja, ich muss Glock Feier, glaube ich, abstunden, bin dann schminkt worden und die Klamotten an und Haar und was werd ich wat und bin dann da ja, ein paar Stunden ob so ein Wogen habe ich gesehen mit anderen Frauen noch zusammen und bin durch das Dorf führt und das wäre wirklich schon sehr aufregend. Als ich in Thailand war, würden ja gerade diese Unruhen und diese Utschreitungen, auch mit Daude und Verletzte, was ja ob der ja, Rauthemd, Suadang, sagt man in Thailändisch, Rauthemd-Bewegung durchzuführen ist. Das ist eigentlich eine Bewegung, die gegen die momentane Regierung ist, gegen den Premierminister Abhisit. Die Bewegung hat sich schon 2006 so ein Beten zusammen oder hat sich gegründet und man sagt, war so ein Beten uten Hintergrund organisiert von einem Aulen Premierminister, der in Exil wohnt, Thaksin Shinawatra. Ja, im Moment ist halt ruhig. Neuwahlen sind, glaube ich, im Moment nicht ansetzt. Das wäre schon mal Ziel mit diesen Proteste und Utschreitungen und Demonstrationen, dass sie unbedingt Neuwahlen hätten wollen. Das schuld, glaube ich, jetzt nur die Verhandlungen jetzt im November anstehen, aber im Moment ist das doch Gott sei Dank ganz ruhig. Im September wird es Demonstrationen geben von der Rauthemden, aber friedlich, Gott sei Dank. Und im Moment ist das doch relativ ruhig, ja. Ja, also für Interessierte, gerade junge Leute, der irgendwie so übergangswies no Schaul oder zwischen Schaul und Utbildung oder Studium nicht weht, wie sie die Tiet überbrücken, Schild, kann ich auf jeden Fall nur sehr empfehlen. Bereichert ihn unglaublich. Ich glaube, egal in welches Land man auch geht und ob das jetzt ein Freiwilligendienst ist oder ein ganzes freiwilliges soziales Jahr oder sonst irgendwie Arbeit in Utland, kann ich einfach nur sehr empfehlen, weil das einfach, ich denke, so wart man nie wer eine Kultur in einem Land kennenlernen, ähm, in sein ganzes Leben, noch nicht mal in Urlaub, auf gar keinen Fall. Und das bringt einen einfach wieder und denke ich, oder bringt auch nochmal eine andere Sicht auf das eigene Land. Das auf jeden Fall, ja. Ja, also ich würde sehr gern, sogar wie das Guide natürlich, wäre nur Thailand, auf jeden Fall. Die Mutter von meinem Freund flüchtet nächste Weg und ich bin sehr, sehr neidisch, muss ich wirklich sagen. Und ich vermisse natürlich meinen Dörp und meine Gastgeschwister und einfach die Lehrer, einfach alle ganz, ganz doll. Und auf jeden Fall, wenn das auch mit das Geld stimmt, möchte ich auf jeden Fall nochmal hin und alle besorgen. Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt nicht unbedingt jetzt, sag ich mal, viel für, aber doch für eine Tiet, wenn das beruflich irgendwie gerade so hinkommen, schuld oder sich irgendwas ergibt, auf jeden Fall nochmal nur Thailand to go, ja.